Jetzt wird's spannend. Wir fangen mit dem dritten Rang an. Dazu möchte ich noch sagen, natürlich ist es in der gegenwärtigen Zeit nicht mehr möglich, dass ein Hofer Bürger ein Jahr lang Steuerfreiheit erhält, aber er bekommt immerhin den sagenhaften Vorzug, sein Auto ein Jahr bzw. ein halbes Jahr auf allen öffentlichen Hofer Parkplätzen abstellen zu dürfen. Ja, das ist der. Er hat Glück, wenn er König würde, ne? Dann bleibt sein Auto stehen, wo es jetzt ist. Also, gestern erreichte mit einem 172-Teiler den dritten Platz und die bronzene Nadel, die Gudrun Bruns. Eine Urkunde und das wichtigste Papier, eine Parklizenz. So schaut es aus. Bitte schön. So, mit einem 171 Teiler, also nur einen Ring mehr daneben. Nicht einen Ring, einen Teiler. Ist der Michael Jahn, seines Zeichens Majestät der Jägersruhe. Und jetzt bitte ich unseren Schützenkommissar, die Ehrung des Schlappenkönigs, oder soll ich lieber sagen Schlappenkönigin, vorzunehmen. Bitte. Also zunächst Glückwunsch an die bisherigen Preisträger. Frau Bruns, herzlichen Glückwunsch. Es gibt mal Anlass, mit einem Gerücht aufzuräumen. Also Stadträte bleiben keinesfalls kostenlos. Sie zahlen also auch und werden aufgeschrieben wie jeder andere auch. In Zukunft wird es nicht so sein. Herzlichen Glückwunsch, lieber Michael Jahn. Wir hatten ja im letzten Jahr einen Vertreter eines Mediums, die meist häufig ordentlich berichten, als Schützenkönig. Und auch in dem Jahr wird es wieder so sein. Es freut mich, die langjährige Lokalchefin des Hofer Anzeigers, der Frankenpost, liebe Kerstin Dolde, herzlichen Glückwunsch.
Aber im Freibad kannst du nicht so weiterkommen. Heike, das ist der Herr Loser. Genau, die Schützenkette. Ja, gerne. Liebe Kerstin, meinen herzlichsten Glückwunsch. Eine würdige Nachfolgerin aus der Weiter deines Gottes. Ein ganzes Jahr. Alles Gute. Bist du was jetzt Saison? So, jetzt steht eigentlich dem Durststillen nichts mehr im Wege. Ich bitte darum, sich zum Auszug des Schlappentagsumzuges zu formieren, so wie wir es immer gemacht haben. Achtet bitte